Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch vorbereitet. Ein langjähriger Spieler von Futsal Minerva schaut auf seine Karriere zurück. Die Eröffnung des Restaurant Radius. Und die Sicht vom Chef der Armee auf die aktuelle Lage. Was sonst noch alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Tourismus Schweiz, fast auf dem Niveau wie vor 2 Jahren. Die Hotellerie hat sich im Sommer weiter von der Corona-Krise erholt. Die Anzahl Logiernächte liegt bereits wieder fast wie auf dem Niveau von 2019. Insbesondere in den Städten sind die Hotels wieder deutlich besser belegt. Das Bild zeigt sich auch mit Blick auf die Stadt Bern und die Jungfrauregion. Jugendkriminalität, Ladendiebstahl und Waffentragen sind die häufigsten Delikte. Jugendliche in der Schweiz begehen am häufigsten Ladendiebstahl oder tragen Waffen bei sich. Vandalenakten landen an 3. Stelle. Bei der Gewalt sind Schlägereien zwischen Gruppen am häufigsten. Verglichen mit 2013 resultiert ein Anstieg. Sichere Veloverbindung durch Bern. Eine wichtige Lücke im Velonetz der Stadt Bern wird geschlossen. Auf der Sogeneckstrasse wird im Abschnitt zwischen Bundesgasse und Kappelenstrasse eine Velospur eingerichtet. Die entsprechenden Arbeiten starten Mitte Oktober und umfassen auch die Einrichtung einer sogenannten Umweltspur in der Bundesgasse. Die kann ausschließlich von ÖV und Velofahrenden benutzt werden. Nummer 10 ist nicht mehr. Das Aushängeschild von Futsal Minerva, der Yves Metzger, schaut mit Manuel Moser auf seine Karriere zurück und erzählt uns, was ihm der Verein bedeutet. Futsal in 3 Wörter. Mut, Stolz, Leidenschaft. Minerva. Wenn ich so zurückerinnere, jetzt die vielen Jahre, welches Goal ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Was ist ein Highlight für dich, wenn du jetzt zurückdenkst? Ja, also das Goal in diesem Sinn sind sicher für mich 2 wichtige in der Champions League bei uns daheim vor ein paar Jahren gegen den englischen Meister London Helvetia, wo sehr wichtig war. Das ist mir sicher geblieben. Ja. Was war das schlechteste Spiel und gegen wer? Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Es hat sicher einige gegeben, die nicht ganz optimal waren. Aber ja, sicher auch in der Champions League ist mir eins geblieben in Finnland, wo wir gespielt haben gegen Regensburg im letzten Gruppenspiel. Das war für mich so ein Spiel, das ich eigentlich lieber nochmal gerne von Anfang an spielen und schauen, dass es ein bisschen besser kann. Wie würdest du dich selber als Spielertyp beschreiben? Was bist du für ein Spielertyp? Ja, was würde ich sagen? Ich bin sicher eher einer, der spielintelligent ist. Auch, sage ich mal, eher ein defensiver Spieler. Nicht unbedingt der Goalgetter. Und würde auch sagen, dass ich immer versucht habe, ein Leader zu sein. Und ich glaube, das ist mir insgesamt sehr, sehr gut gelungen. Von Bern ein paar Kilometer weiter Richtung Interlaken. Im neuen Restaurant Radius ist der Name Programm. Es werden Zutaten nur im Radius von 50 km verwendet. Wie sie das bewerkstelligen, hat der Stefan Bär und Matthias Mast erzählt. Das Restaurant Radius ist unser neues Fine-Dining-Konzept. Das heisst Radius, weil wir einen Radius von 50 km definiert haben, wo wir Zutaten herbekommen. Von Fischern, von Bauern, von Käsern, von Jägern und so weiter. Also wir brauchen nur Zutaten, die aus dem Radius ums Hotel von 50 km kommen. Anspruchsvoll ist ja auf diesem Level, sagen wir mal 5 Sterne, 17 Punkte und so weiter, ein Vegan-Menü zu machen. Dass es nicht immer gleich ist. Weil, ja, man hat ja den Anspruch, dass man das Gleiche bekommt, das gleiche Level wie einer, der Fleisch isst. Wie löst man das? Ja, genau. Also 17 Punkte haben wir noch nicht bestätigt. Das haben wir bekommen im Restaurant Latteras, quasi mit dem gleichen Konzept. Da müssen wir es sehr noch bestätigen. Aber der Lockdown, der erste, hat uns dort sehr geholfen, weil es ist tatsächlich eine grosse Herausforderung auf diesem Level, auch ein veganes Menü von hier anzubieten. Dort haben wir eben, wie gesagt, den ersten Lockdown ausgenutzt, wo wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, weil es ist tatsächlich, okay, wie bindet man den ab ohne Sei und wie bringt man den Flan zum Stehen und so weiter. Also es ist eine rechte Herausforderung, die wir uns aber sehr gerne gestellt haben. Die Problematik ist auch beim Personal. Alle klagen. Oder gerade auf dem Level, wo ihr kochen, braucht ihr eigentlich zuverlässige, gute Leute. Habt ihr das noch im Griff? Ja, also die Frage hat sich im Restaurant Radius tatsächlich nie gestellt. Also man hat noch komplett das genau gleiche Team, wie wir vorher im Latteras hatten. Ein bisschen kleiner, aber alle Köche und die meisten Servicemitarbeiter, die wir heute hier haben, die haben schon im Latteras damals gearbeitet. Ja, das Konzept vom Restaurant baut sich im Grunde genommen auf die Küche auf oder die Idee, so viel wie möglich aus der Region zu nutzen. Also in der Küche ist es natürlich alles aus der Region zu nutzen, was möglich ist. Es gibt Kleinigkeiten, wo man nicht.
Und wir bauen das auf im Service. Also wir versuchen natürlich Sachen auch, die wir im Serviceablauf nutzen können, aus der Region zu beziehen. Bei den Weinen natürlich 100% in der Weinbegleitung. Weinkühler zum Beispiel, die wir hier anfertigen lassen. Spirituosenwagen, wo wir alles aus der Region nehmen. Ja, und ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir können sicherlich noch viel, viel mehr dazu, wo andere Ideen noch kommen. Die Herausforderung, wenn man ja gut essen, ist auch der gute Wein. Bei euch kommt er aus dem Kanton Bern. Ist es überhaupt möglich, auf diesem Level kantonal-bernischen Wein anzubieten? Also mein erster Impuls, wo ich das damals gehört habe, war nein. Es ist nicht möglich, aber wir sind dann auf die Suche gegangen, damals noch mit der alten Kollegin Daniela Wüthrich. Und ja, wir haben schnell festgestellt, dass es doch gute Winzer gibt hier im Kanton Bern. Und vor allem auch die neue Generation, junge Leute, die nachkommen, innovativer sind, modernere Weine machen und ein sehr breites Angebot an Wein, gerade für eine Weinbegleitung. Wie ist es ehrlich? Früher war ja das 5-Sterne-Restaurant ein weißer Tisch. Früher war ein ziemlich Prozedere. Ich sage nicht Pompe, so ein bisschen Prunk und Glanz und Gloria. Heute ist es mehr so einfach und trotzdem wird ein High-End-Preis gezahlt. Ja, ich denke, wir gehen ein bisschen mit der Zeit. Das ist auch ökonomischer. Ich meine, Tischtücher muss man auch waschen zum Beispiel. Wir haben das eben nicht mehr. Man zeigt die Naturprodukte, was auch ein schöner Holztisch ausmachen kann. Es ist elegant und das Publikum ist auch nicht mehr das gleiche wie früher. Und dann gehen wir nochmal zurück auf Bern, und zwar ins Bundeshaus. Der Matthias Mast hat dort den Chef der Armee, der Thomas Süssli, getroffen und hat ihn gefragt, was er sich von der Bevölkerung für die Zukunft wünscht. Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung Geduld hat und uns Zeit gibt beim Wiederaufbau der Verteidigungsfähigkeit unserer Armee. Die Schweizer Armee ist eine Armee, die in den letzten Jahren ganz viele Einsätze erfüllt hat, zum Beispiel beim Konferenzschutz oder im Luftpolizeidienst das sehr gut gemacht hat. Es ist aber eine Armee, die im Bereich Verteidigung Kompetenz wieder aufbauen muss, vor allem im Bereich der Logistik, aber auch im Bereich der Ausrüstung der Bodentruppen. Da haben wir viel Arbeit vor uns. Ich stelle fest, dass auch bedingt durch den Krieg gegen die Ukraine die Bevölkerung sieht, was Sicherheit für einen Wert hat. Sie hat aber auch gesehen, dass es einen Preis hat. Und ich wünsche mir, dass wir Sicherheit langfristig denken, dass wir auf 10, 20, 30 Jahre raus uns die Sicherheit der Schweiz denken. Ob das Wetter weiterhin so angenehm bleibt, erzählen euch Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ich hoffe, Sie haben den wunderbaren und goldigen Herbsttag richtig geniessen. Und wenn nicht, dann haben Sie euch morgen noch mal richtig flott Gelegenheit dazu. Nach wie vor ist unser Wetter Hochdruck bestimmt. Dafür verantwortlich zeigt sich Hoch Ulrich mit Zentrum über Osteuropa. Die Luftmassen sind dabei weiterhin mild. In einem Freitag starten wir Richtung Seeland zunächst lokal mit Hochnebel, mit Obergrenzen um die 1000 Meter drüber. Da glückt der Start sonnig. In Frutigen starten wir mit 8 Grad, in Burgdorf mit 9 Grad in einem Freitagmorgen. Der Hochnebel löst sich tagsüber allmählich auf und sonst endet die Arbeitswoche sonnig mit durchziehenden Schleierwolken. Am Jura entlang gibt es zum Teil auch mittelhohe Wolkenfelder. Und mit ein bisschen Südwestwind klettert das Quecksilber in Langenthal auf 19 Grad. In Biel soll es sogar noch ein bisschen wärmer werden. Hier erwarten wir 20 Grad. 0 Grad Grenze liegt am Freitag auf rund 3800 Metern. Auf den Bergen werden wir vom leichten bis mässigen Südwestwind begleitet. Am Samstag gibt es ein bisschen eine Abwechslung in der goldigen Herbstwoche. Der Tag gestaltet sich wechselnd bis stark bewölkt. Dazu gibt es durchziehende Schauer. Am Sonntag ist der Spuk schon wieder vorbei. Lokal starten wir in einen Sonntag mit verbreitet Hochnebel. Der löst sich dann allmählich auf und sonst gestaltet sich der Sonntag recht sonnig. Je nach Sonnenscheindauer zeigt das Quecksilber zwischen 15 und 18 Grad an. Vom Montag bis am Mittwoch geht es, abgesehen von Nebel- oder Hochnebelfeldern, zum Teil recht sonnig und unverändert für die Jahreszeit
sehr mild weiter. Am Montag erwarten unsere Wetterfrösche lokal ein geringes Schauerrisiko. In den Bergen sind vom Montag bis am Mittwoch einzelne Schauer möglich. Ja, das war schon wieder von der Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Herbstzeit. Ade miteinander.